So schön dürfen wir zusammen heilig oben miteinander feiern, auch mit den Kindern. Ganz herzlich willkommen alle Kinder hier am 24.12. im ICF Basel. Hey, wer weiß, was wir an Weihnachten feiern? Jesus hat Geburtstag, genau. Wir feiern, dass Gott Mensch geworden ist, aber nicht nur. Heute legen wir unseren Fokus auf etwas ganz Spezielles. Nämlich, dass Gott nicht nur Mensch geworden ist, sondern ein Kind. Gott ist ein Kind geworden in Jesus. Und wisst ihr Kinder, alle Kinder, müssen wir jetzt gut zuhören. Wisst ihr, was ihr Kinder für einen Vorteil habt gegenüber den Erwachsenen? Ihr seid jünger, das ist sehr gut, ja. Sonst noch jemand eine Idee von den Kindern? Ja? Wir sind anders, genau. Ja? Gott hat in uns andere Sachen hineingemacht als in den Erwachsenen. Sehr gut. Jetzt müsst ihr mal gut zuhören, was Jesus gesagt hat über Kinder. Weil Jesus ist selber ein Kind geworden und einmal wollten die Kinder zu ihm kommen und die Jünger von Jesus wollten ihn die Kinder abhalten. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium, lasst die Kinder zu mir kommen und hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich von Gott. Amen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, kann nicht dort reinkommen. Und ihr Kinder haben den Vorteil gegenüber den Erwachsenen, genau, dass ihr einfacher Gottes Reich könnt erleben und jetzt schon das dürft teilhaben daran. Und Jesus sagt zu uns Erwachsenen, jetzt müssen alle Erwachsenen zuhören, wir dürfen von den Kindern lernen, was es heisst, das Reich Gottes jetzt schon zu erleben. Und wegen dem machen wir heute etwas Spezielles. Ich werde heute nicht die Weihnachtsgeschichte erzählen, sondern unsere Kinder. Und wir Erwachsenen, wir lernen heute davon. Ist das gut? Also, und wir werden es so machen, dass die Kinder das werden erzählen, aber die Erwachsenen werden das spielen in einem Theater. Das heisst, ich brauche ein paar Schauspieler auf der Bühne. Und ich habe mir eine Liste gegeben, was alles in der Weihnachtsgeschichte vorkommt. Wir brauchen einen Engel. Haben wir einen Engel? Ja, kommen wir mal einen Engel. Genau. Wir brauchen Maria, obviously. Am besten eine schwangere Frau. Genau. Der Josef. Josef ist mein absolutes Highlight. Wir brauchen 3 Könige, bitte. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Esel und ein Schaf. Darf ich schnell die Kostüme haben? Benedikt, der Esel- und Schaf-Kostüm hier. Ja, genau. Esel und Schaf. Wer meldet sich als Esel? Ja, also Jan, komm mal da. Das ist Schaf, das ist der Esel, der darfst du das anziehen. Und dann brauchen wir noch ein Schaf. Ein Schaf, wer macht das Schaf? Also Ben, komm rauf. Doch nicht, okay. Jetzt müssen wir eigentlich etwas Erwachsenes machen. Wie heisst die Bruder? Joa, komm schnell. Sonst Ralf. Ralf, komm doch schnell auf die Bühne. Ja, wir brauchen noch ein Schaf. Du passt hier nicht rein, aber du musst es jetzt einfach so anziehen, dass es passend gemacht wird. Hä? Komm, ich helfe dir. Also, du musst es anziehen. So. Ja, das ist gut. Also, und es ist so, die Kinder werden jetzt erzählen und sie müssen das nachspielen. Also wenn zum Beispiel ein Kind sagt, die Maria ist schwanger gewesen, dann musst du das jetzt spielen. Genau. Und wenn es heisst, der König hat sich im Kreis gedreht, der Melchior,
Ja, das bist du, ja. Dann ist es so. Okay, also ihr habt das Prinzip verstanden. Dann würde ich sagen, Video ab. Mach's gut. Maria und Hester und Schulsehen. Maria und Hester und Schulsehen. Ihr seid Jesus. Wunderbar. Josef, willkommen und Daniel. Eins, drei, vier, fünf oder Frauen. Also halt nicht so mal eine Sache bei mir jetzt haben, sondern eher so etwas jetzt gewandt, das halt ein bisschen länger ist. Und dann oben noch so ein Ding halt, so wie ein Jäckchen, ein dünnes, aber wo noch irgendwie so kurzärmelig halt war. Und eigentlich nicht so Sachen, die Gleiche jetzt damals angehabt, sondern eher Zimmermalerin halt. Vielleicht auch Zimmermann gesehen. Eigentlich, ich beschreibe es so als Gold und Edelsteine, die Sache und mit Goldknöpfen und so. Eher nicht so schick wie wir es hat. Heute kann man hier schöne Nähe und so mit Nähmaschine. Nicht gerade so schön, aber auf jeden Fall schön. Sie hat aber auch wertvolle Sachen gehabt. Ein Engel ist zu Maria gekommen und hat gesagt, sie wird schwanger mit dem Sohn Gottes und sie soll das Kind Jesus taufen. Aber sie hat noch nicht ganz verstanden. Aber sie hat gemeint, hey, der Engel macht doch einen Witz. Ich bekomme doch nicht den rettenden Wald. Jesus hat sich schon gefreut. Aber wo sie das Kind bekommen hat und der Engel ihr schon gesagt hat, dass es der Retter ist, da war sie halt dann, Maria ist voll verblüfft, dass sie jetzt der Retter den Wald auf den Wald bringt. Mama, gestern heim seit Jesus gestern so klein war Bauch. Ist Jesus im Bauch gewesen, Ja, so klein. Danke, dass sie dann so das Gesicht gemacht hat. Okay. Und dann hat so ein komischer Typi halt so Volkszählung berufen und dann hat der Josef nach Bethlehem müssen und es war eine lange Reise und sie war hochschwanger. 1000 Stunden. Aber es war schwierig, weil sie halt nicht genau gewusst, wo laufen. Die Richtung oder die. Alle laufen und dann stoppen und dann ein Sang kommt. Und dort hat es dann wieder keinen Platz gehabt und dann haben sie Ich bin ermutigt. Und ins Stall. müssen und das Kind ist dann in einer Krippe auf die Welt gekommen. Im Stroh. Familie niedergegangen. Ihr Schuf, Esel, ich weiß nicht, und 3 Könige. Im Stall. Über dem Stall will ich einbauen. Es Sonne. Aus so einer Konstellation ist
aus dem Drehplaneten. Weil wenn die so speziell in einer Reihe stehen, wird es einfach hell. Also wird es wie so ein sehr heller Stern. Wolfgang oder so, Name früher das hat irgendwie so Kaiser, Amadeus, Julius Kaiser. Rauöl und so kostbare Öl, Pfeffer, Salz. Einfach nicht eine Krone, will man sie halt, will es halt der rettende Wald ist und da muss keine Krone tragen. Und Hirte sind so gekommen, obwohl sie keine wertvolle Sache haben. Und hat das Kind einfach arbeitet. Ich glaube, Hirte hat gedacht, hey, warum wird da nicht in der Palast geboren? Mit viel Geschenk, warum wird da nicht in der Königspalast geboren? Warum batte er nicht die ganze Welt an? Er ist doch der höchste König. Jo, vielleicht Gurke, Peperoni, ein Packung Haferflocken. Also sie sind sicher voll. Also Maria hat sicher ein paar Tage schon nicht glauben können, dass sie jetzt da Ratte von der Wand bekommen. Oder sogar drei ganze Wochen. Nicht glauben können, dass sie überhaupt richtig der Retter der Wald auf den Wald gebraucht hat. Jo, halt will sie halt müsste flüchten. Will Maria dann wirklich so hat gesagt, oh nein, ich muss unbedingt dicke und dann hat sie halt müssen flüchten und dann können sie glaub nicht gerade zum König gehen und der Ritter muss ihn Jesus erstmal zum König batten. Er muss ihn erstmal nicht zum König sagen. Das braucht ja voll lang, wenn ein Soldat da zum König battet und sie dann nur den ganzen Palast müssen fahren und dann ihn noch ins schönste Bett müssen legen und dann noch alle Sachen gewinnen, die der König braucht und dann auch noch, dass der Papa König wird und so müsste sie jahrelang bauen. Ah ja, König Herodes. Ich habe irgendetwas von der so rot im Kopf gehabt. Heute heißt keiner Rose. Oder vielleicht eine alte Kuh oder irgendetwas. Eine alte Kuh könnte Rose heißen, würde ihre Herodes würde irgendein vielleicht Instrument oder so nennen. Hat irgendwie Angst gehabt, dass er jetzt ein König werden kann. Ich glaube, alle bösen Könige haben Angst gehabt, dass sie der nicht König sind. Und da hätte das Kind killen oder so. Also besser gesagt töten. Sozusagen wie ein richtiger Krieg, aber nicht gerade Krieg. Jo, eigentlich der Geburtstag von Jesus ist ein ganz besonderer Geburtstag. Und will man uns Geschenk geben. Aber die Frage ist noch, will man uns Geschenk geben? Wir geben uns Geschenk, weil wir es nachmachen wollen, dass Jesus größte Geschenk ist. Und darum geben wir uns auch bei alle Geschenke. Im Stall, genau, das stimmt, im Stall. Das wird auch gut, Juna. Kein Hirte, was? Doch, ist ein Hirte verkommen. Nein! Wenn sie geheißen, weißt du es? Maria. Ich bin noch nicht Herz. Was findest du an Weihnachten am schönsten?
noch nicht gehört. Was? Maria. Also ich war völlig verblüfft, wenn ich mal in der Wüste mittendrin einen Esel trifft, statt das Kamel. Ja, aber Kamele sind schon schnell. Und sie hat auch gut die Nase nach den können sie so zerknappen. Stell dir vor, wenn ich mal so das Maul habe. Was passiert, wenn die 3 Planeten in einer Reihe sind und irgendwie so? Yes. So schön. Ein herzlichen Applaus auch an all unsere Schauspieler, die das so gut dargestellt haben. Sehr gut. Jesus sagt, wir sollen lernen von den Kindern. Weil sie, wenn wir so sind wie Kinder, können wir das Reich Gottes erleben. Und ich habe 3 Punkte mir überlegt, es gibt wahrscheinlich noch mehr, wie Kinder sind und was wir als Erwachsene können lernen von Kindern. Punkt Nummer 1. Kinder sind abhängig. Kinder sind absolut abhängig auf andere Menschen, auf Eltern. Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, können sie noch nicht mal selber essen, sie können nicht einkaufen, sie können nicht Windeln wechseln, sie können auch nicht kochen. Sie sind vollständig abhängig davon, dass jemand zu ihnen schaut, oder? Und wir Erwachsene werden von Gott im Himmel auch als seine Kinder bezeichnet. Und oft ist es so, dass wir Erwachsene ein bisschen selbstständiger geworden sind, ein bisschen mehr können als Kinder. Und dann kommen wir fälschlicherweise auf die Idee, dass wir Gott nicht mehr brauchen, dass wir nicht mehr abhängig sind von ihm. Aber nichts könnte weiter weg sein von der Wahrheit als das. Wir Menschen, wir Erwachsene brauchen Gott jeden Tag. Alles, was wir haben, ist von Gott. Und ich wünsche mir das für dich persönlich, für mich auch und für uns als Kirche, dass wir im nächsten Jahr und jetzt noch am Ende von diesem Jahr wieder mehr merken, wie abhängig wir eigentlich sind von Gott. Gerade das letzte Jahr als Kirche hat mich so begeistert, wie Gott zu uns geschaut hat, wie er uns versorgt hat. Und es hat mich auch mit einer Demut erfüllt, wie Gott schaut, wie Gott handelt. Ich wünsche mir das für dich. Jesus lehrt uns ein Gebet, das Vater Unser. Wer kennt das Vater Unser von den Kindern? Ja, genau. Und in diesem Gebet sagt er, wir sollen beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Das heißt, es ist ein tägliches Gebet, wo Jesus uns auffordert. Gib mir das Brot, das ich heute brauche. Und wir, die wenigsten von uns, gehe ich davon aus, brauchen Brot und müssen für Brot beten, weil unser Brot verschimmelt eher im Brot, in der Box, anstatt dass wir Hunger haben. Aber Brot steht für das, was Gott uns jeden Tag will schenken. Und ich wünsche mir für dich, dass du Gott als Versorger nochmal neu kennenlernen darfst, als abhängiges Kind von ihm und nicht vergissest, dass er dein Gott ist und du sein Kind. Amen. Punkt Nummer 2, wo wir von Kindern lernen können, ist, Kinder sind neugierig. Ich liebe das an Kindern. Kinder sind so neugierig und wissbegierig, lernen jeden Tag etwas Neues. Du gehst mit den Kindern in den Zoo. Wow, die Pinguine, wie die schwimmen. Schau mal, wie der Pinguin reinkommt. Schau mal, die Quallen, die leuchten. Schau mal, der Affe klettert. Oh, die Ente watschelt über den Boden. Oder? Verstehen Sie? Du gehst mit Kindern, genau, du gehst mit Kindern durch die Welt und Kinder leben im Moment. Kinder sehen mit offenen Augen und staunen über das, was Gott geschaffen hat, das, was er gemacht hat. Und wir lernen jeden Tag etwas Neues. Und wir Erwachsene, wir haben ein Problem. Gerade auch im Bezug zum Reich Gottes. Dass wir können das Zeug für selbstverständlich nehmen. Dass wir uns daran gewöhnen, an was schon alles gibt. Und wir meinen, wir haben es gesehen, wir haben es verstanden. Weihnachtsgeschichte, ich kenne sie. Ist jedes Jahr auch die gleiche, oder? Die Bibel habe ich gelesen. Ich weiß, wie Kirche ist. Ich habe es gesehen, habe es erlebt. Und es kommt so eine
Abgeklärtheit in unseren Glauben hinein. Und wir sind nicht mehr neugierig, versteht ihr? Neugierig, mit offenen Augen, begeisterungsfähig. Vor ein paar Wochen hat Christine Forscher so schön gesagt, Gott passt nicht auf dein A4-Papier. Das stimmt. Gott ist grösser als die Ansammlung von Hirnzellen auf deinem Hals. Versteht ihr? Gott passt nicht in deinen Kopf. Und wir sind gut daran, Kinder anzuschauen, wie sie durch die Welt gehen, wie sie begeistert sind und offen für uns und im Moment leben. Und ich wünsche mir für dich persönlich und für mich, dass wir im nächsten Jahr, in diesem Jahr noch, mit geistlicher Neugier unterwegs sind, dass wir mit einem neuen Hunger unterwegs sind. Ich bin überzeugt, das Reich Gottes geht an uns vorbei, wenn wir die Neugier verlieren. Wenn wir nicht mehr abhängig sind, das war Punkt Nummer 1, und wenn wir die Neugier verloren haben. Die 2 Sachen brauchen wir. Und der letzte Punkt, mögt ihr noch? Ja? Gut? Nein, okay, Kinder sind ehrlich, das ist der letzte Punkt. Nein, das ist nicht der letzte Punkt. Ich mache ganz schnell, okay. 3. Punkt. Kinder stehen schneller wieder auf. Ich weiß nicht, ob dir das mal aufgefallen ist, das fasziniert mich bis heute. Kinder können auf den Sack fallen und dann heulen sie schnell und du hast das Gefühl, oh oh, und du läufst sie auf, sie brüllen schnell und dann ist wieder gut. Wenn ein Erwachsener gleich umgeht, steht er nicht mehr gleich auf. Ich habe ein Bild mitgebracht von meinem jüngsten Sohn. Das ist mein jüngster Sohn. Er ist der Draufgänger in unserer Familie, weil er die anderen Eltern kopiert. Und er ist auch der am meisten verunfallt. Und ich bin immer wieder fasziniert, wie er dann kurz brüllt, dann steht er auf und dann macht er weiter. Letzte sind wir Velo fahren. Und wir haben eine Tiefgarage bei uns im Block, wo es ziemlich steil runtergeht. Und ich habe meinen Söhnen gesagt, so, jetzt fahren wir dort runter. Und ich habe gesagt, Achtung, hebt euch gut, gut bremsen, wir machen das langsam. Und dann habe ich meinem einen Sohn gesagt, ja, da sind die Finger, wir fahren ganz langsam Brems. Und dann drücke ich mich um zum anderen Sohn, Esra, und du, Esra, wo bist du? Und ich sehe, wie er runterfährt schon mit seinem Laufrad. Und ich renne ihm hinterdrein und merke, ich erreiche ihn nicht mehr. Und ich habe gedacht, jetzt musst du dem Schicksal überlassen, oder? Und er, gerade noch im letzten Moment, kriegt eine Kurve, das Garagentor ist zufälligerweise aufgegangen, weil ein Auto kam und gerade in die Garage rein. Hat er mega Freude gehabt, oder? Ich hatte den Schock von meinem Leben und ich habe gedacht, ich möchte das nochmal probieren. Also, etwa 6 Monate später habe ich gedacht, ich probiere das wieder mal. Und habe gesagt, jetzt probieren wir das nochmal langsam, mit Bremsen. Und ich hatte das Trottinett gehabt. Wir sind wieder unterwegs an einem Samstag. Ich hatte ein Trottinett gehabt, so eins aus Aluminium, so ein Harz. Und ich habe gesagt, gut bremsen, wir machen es ganz langsam. Und es hat auch geklappt. Wir sind langsam gefahren und plötzlich lässt mein jüngster Sohn wieder Bremse los und fährt los. Und ich sage, nein, nein, nein. Und ich renne ihm hinterher und packe ihn an der Kapuze. Aber die Kapuze war so angemacht mit so Knöpfen. Und Knopf für Knopf, wie in Zeitlupe ist mir das vorgekommen, löst sich die Kapuze. Und ich habe nur noch die Kapuze in der Hand und mein Sohn fährt runter. Und ich habe gedacht, ich bin dem hintendrein gerannt, oder? Ich bin mit dem Trotti und stolpere über mein Trottinett, bekomme einen Schlag in mein Schienbein rein. Und mich litzt so richtig auf den Sack, gehe voll am Boden. Und mein Sohn fährt wieder in die Garage rein und hat Freude, oder? Und ich liege dort am Boden. Und meine, ich muss ins Spital, wirklich. Mir hat alles weh gemacht. Ich habe gemeint, eben, mein Schienbein ist gebrochen, mein Knie aufgeschürft, meine Hüfte wirklich aufgeschürft. Also es war nicht gebrochen, aber ich habe einfach Schmerzen in den Schultern. Wirklich, ich liege so dort und mache und stand auf und raff mich auf, schaue auf zu meiner Frau und ich sehe, wie sie dort steht und so macht. Und ich sage ihr, hör auf lachen, es macht mega weh. Und sie bricht aus in Lachen, oder? Weil sie hat das alles beobachtet. Was mich fasziniert, ist, Kinder stehen schneller wieder auf als Erwachsene. Weil sie leichter sind. Sie sind leichter. Wenn wir Erwachsene umkehren, hast du das Gefühl, du brichst dir alle Knochen. Und jetzt, der Punkt, wieso ich die Geschichte erzähle, ist folgender. Bezogen auf das Reich Gottes wünsche ich mir, dass wenn du mal gehst, wenn du mal stolperst, schnell wieder aufstehen kannst.
weil du bist ein Kind Gottes. Wir Erwachsene, wir sind manchmal so oft gefangen in unserer Vergangenheit, was wir für Fehler gemacht haben, was andere Leute uns angetan haben, was für Schmerzen wir haben. Aber Kinder sind leichter. Sie sind ein Kind, sie stehen wieder auf. Und ich wünsche mir das für dich, dass du wieder schnell aufstehen darfst, wenn du gehst. Auch im nächsten Jahr, dass du schnell aufstehen darfst, dass du wissen darfst, du bist ein Kind Gottes. Und er hat dir vergeben. Er hat Gnade für dich. Und er will nicht, dass du liegst. Es gibt das Sprichwort, umfallen, aufstehen, Krone richten, oder? Weitergehen, irgendwie so geht's. Du bist ein Königskind, du hast eine Krone. Du bist ein Kind Gottes und du darfst Fehler machen und du darfst umkehren. Aber ich wünsche mir, dass du in Stärke und Kraft vorwärts gehen. Okay? Wir lernen von Kindern. Es gibt noch mehr Punkte, da bin ich mir sicher. Sie sind abhängig, sie sind neugierig und sie stehen schneller wieder auf, wenn sie umkehren. Ich möchte noch beten für dich, jetzt an deinen Weihnachten, dass deine Weihnachten erfüllt sind von dem, dass du als Kind Gottes darfst leben und das erleben und dass du die Leichtigkeit darfst haben. Lass uns doch aufstehen für diesen Moment. Vater, wir danken dir, dass du unser Vater bist, Gott, dass wir dich Vater dürfen nennen. Ich danke dir, dass wir deine Kinder sind. Genau, jetzt kommen alle. Ja, genau. Dass wir deine Kinder sind und dass du uns liebst und dass du uns kennst. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen hier in dieser Halle und auch, der im Livestream zuschaut, dass du uns zeigst, dass wir abhängig sind von dir. Dass wir erleben dürfen, was du für ein Versorger bist, wie du zu uns schaust, wie du uns sagst. Dass wir dürfen eine Neugier bewahren. Ich bitte dich für alle hier in diesem Raum, die die Neugier vielleicht verloren haben, die zynisch geworden sind, abgeklärt worden sind, dass du unsere Augen wieder neu öffnest. Dass wir wieder dürfen begeistert sein ab dir, ab deinem Wort, ab deinen Geschichten, ab deinem Wirken. Schenk uns eine neue Frische. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, wieder aufzustehen, wenn wir fallen. Dass wir leichter und schneller wieder rennen. Und ich bitte dich für Mut. Nicht, dass wir Angst haben, wenn wir gefallen sind, dass es wieder passiert, sondern dass wir mutig vorwärts gehen. Und Vater, ich bitte dich, dass dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie im Himmel, so unter uns. In jeder Familie, die hier vertreten ist, in jeder Person. Dass du den Frieden und die Freude und die Leichtigkeit uns schenkst. Jetzt gerade an Weihnachten, aber auch im nächsten Jahr. Im Namen von Jesus beten wir das. Amen.